Einleitung. Wir kommen heute in unseren Schritten durch die Bibel zu Kapitel 14 des ersten Korintherbriefes. Und ich habe dieses Kapitel überschrieben mit die große Not. Und ich werde dann auch erklären, warum ich dieses Kapitel so überschrieben habe. Dieses Kapitel kann man je nach Ausrichtung oder meine Auslegung kann man ganz verschieden ansehen. Es gibt Gemeinden, die über dieses Kapitel gar nie reden, andere tun es sehr stark betonen, wieder andere lehnen es ab. Und ich möchte versuchen, in unserer heutigen Predigt aufzuzeigen, was Paulus nach meinem Dafürhalten hier sagen will. Und ich möchte auch voraussetzen, ich will über diese Thematik nicht streiten. Vielleicht sieht das jemand anders, er sei gesegnet. Aber ich werde nicht streiten und ich werde dem anderen nicht meine Meinung aufdrängen. Aber ich werde einfach versuchen aufzuzeigen, was nach meinem Dafürhalten hier Paulus den Gemeinde in Korinth sagen will. Wir wollen miteinander den Textzusammenhang anschauen. Wir wollen uns fragen nach der Frage des Zungenredens in der Bibel. Und wir wollen miteinander auch anschauen, wie Paulus es sagt und sagt, es soll alles geschehen, schön der Ordnung nach, der Reihe nach. All diese Punkte wollen wir miteinander heute Morgen anschauen. Und ich hoffe einfach, dass ihr Geduld habt mit mir und auch, wenn ihr anderer Meinung seid, Nachsicht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben miteinander in anderen Predigten schon angeschaut und gesagt, die Korinther waren alles andere als eine mustergültige Gemeinde. Sie lebten in Streit, Unmoral und Trunkenheit. Und jetzt in diesem Kapitel 14, glaube ich, spricht Paulus ein weiteres Problem an der Gemeinde in Korinth. Nämlich, dass die Gemeinde in Korinth in ihren Gottesdiensten unverständlich plapperten und in Zungen sprachen, die sie selber nicht verstanden. Und interessant ist, wenn man das Kapitel 14 einige Male durchliest und vielleicht auch mit einem Stift in der Hand, ich habe immer rot für eher negativ oder Gericht oder schwere Sachen und so, dann nehme ich rot. Und wenn ich so das Kapitel 14 durchlese, dann stelle ich fest, hier spricht Paulus gewisse Dinge an, die wirklich nicht so gut laufen. Zum Beispiel in Vers 4. Und ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel mit dabei. Es wird also nichts auf dem Beamer projiziert. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel mit dabei, schlagt nach. Ich hoffe auch, da etwas Zeit geben zu können, damit ihr das auch nachlesen könnt. Das sagt er zum Beispiel in Vers 4, sagt er, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Aber um was geht es eigentlich in der Gemeinde Jesu? Geht es um uns oder das Team? Es ist doch ganz interessant, in Kapitel 13 hat Paulus etwas gesagt über die Liebe. Die Liebe, die nicht sich selber sucht, die Liebe, die immer den anderen sucht, immer den Vorteil des anderen. Aber in Korinth läuft anscheinend einiges schief, indem die ganze Gemeinde, besonders die Gemeindeglieder, immer nur um sich selber drehen. So sagt er zum Beispiel in Vers 6, sagt er, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Also er kommt als Pastor in die Gemeinde, redet in Sprachen, die ganze Gemeinde hört zu, er geht wieder nach Hause und die ganze Gemeinde steht ratlos da. Das sagt er im Grunde genommen. Er sagt, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Das heißt, er würde als Prediger vorne auf der Kanzel nur um sich selber drehen, immer nur den eigenen Bauchnabel im Blickpunkt. In Vers 9 sagt er nämlich ein weiteres, er sagt dann, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man es verstehen, was geredet wird? Also Paulus setzt voraus, dass das, was gesagt wird in der Gemeinde, jedem klar und verständlich ist. Und er sagt, wenn es nicht so ist, geht er weiter und sagt dann würdet ihr in den Wind reden. Also eine Sprache, die man nicht versteht in der Gemeinde, ist zu nichts nütze, in den Wind gesprochen, für niemanden. Das heißt, auch hier wieder, Paulus sagt, keiner hat einen Nutzen davon, keiner wird auferbaut.
Geistlich gefördert wird niemand und niemand kommt in der Nachfolge Jesus weiter. Die Korinther taten genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier unterwiesen hat. Ihr könnt euch vielleicht erinnern am Kapitel 12. Da haben wir gesagt, wir sind alle miteinander in einem Ruderboot und wir schlagen im Gleichtakt mit dem Ziel vor Augen, Jesus Christus und seine Verherrlichung. Und das können wir nur tun als Team, nur miteinander sind wir stark. Nur gemeinsam kommen wir vorwärts. In Kapitel 13 haben wir gesagt, das Größte von allem ist die Liebe. Die Korinther haben die Argumentation des Paulus völlig missverstanden und sie haben nur noch ein egoistisches Verhalten an den Tag gelegt während ihren Gottesdiensten in der Gemeinde. Und das geschah insbesondere dadurch, dass die Korinther in den Gottesdiensten in Zungen sprachen und beteten, und zwar so beteten und sprachen, dass niemand es verstand. Das heißt, das Team war ausgeschlossen. Das Ego, der Einzelne stand im Zentrum. Und es beherrschte dadurch ein großes Durcheinander. Ein Durcheinander, dass sogar Paulus ihnen sagen muss, und das erschrickt mich ein Stück weit, wenn er sagen muss, schlagen Sie mal auf, 1. Korinther 14, Vers 23. Da sagt er, wenn also die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle fangen an, in Sprachen zu reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige dazu, würden sie euch nicht als verrückt erklären? Meschuke, kennt ihr das? Da kommen Leute rein in eine Gemeinde in Korinth, die reden alle durcheinander, keine Ordnung, alle reden in Sprachen. Da kommen Ungläubige rein, die sagen, die sind alle bekloppt, die haben alle eine Scheibe. So sagt es Paulus. Das heißt, Paulus spricht hier ein Problem an in der Gemeinde und sagt, ich möchte, dass ihr wieder zu einer gewissen Ordnung kommt innerhalb eures Gottesdienstes. Und deswegen sagt er dann ganz am Schluss von diesem Kapitel, sagt er dann in Vers 40, es soll aber alles anständig und geordnet zugehen. Geht's mit der Bibelstellen nachschlagen und so, oder bin ich zu schnell? Weil ich versuche extra ganz langsam zu sprechen. Ja. Und nun kommt Paulus und er sagt, im Grunde genommen gibt es zwei Arten von Sprachen, sagt er. Das erste nennt er ein Geplapper. Und wenn Sie die neue Schlachter 2000 haben, die Schlachter ist dort sehr konsequent und sagt dann, das Geplapper übersetzt die Schlachter 2000 mit Sprache Einzahl. Und es ist ein Geplapper, das die Korinther kannten aus den heidnischen Gottesdiensten. Da fielen die Gläubigen in diesen kultischen Gottesdiensten in Ekstase und fingen an, in einer Sprache zu reden, die niemand verstand. Und sie haben gesagt, das sei ein redender Engel. Und da sagt Paulus, es ist ein Geplapper und Schlachter übersetzt dieses Wort mit Sprache Einzahl. Und dann kommt Paulus und sagt, es gibt aber auch Sprachen. Das ist ein Reden in einer Fremdsprache. Eine Fremdsprache, die man selber nicht gelernt hat, aber plötzlich durch die Eingabe des Heiligen Geistes kann. Zum Beispiel ist es geschehen an Pfingsten. Also wenn man plötzlich Spanisch sprechen kann, ich habe jahrelang versucht, Spanisch zu lernen, heute geht es ein wenig. Ich bin dabei, am Englisch zu lernen, jeden Tag eine Stunde, langsam kommt's. Ich habe diese Gabe nicht, der Sprachen. Ich muss es krampfhaft lernen. Wycliffe, Bibelübersetzer und so weiter und so fort. Die haben alle diese Gaben anscheinend nicht. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt und braucht diese Worte, Sprachen, Mehrzahl. Und es sind fremde Sprachen, wie damals in der Apostelgeschichte 2. Und das wollen wir miteinander nun aufschlagen. Apostelgeschichte 2, die Verse 7 bis 9. Es ist das Pfingstwunder. Und ich werde später dann noch auf dieses Pfingstwunder eingehen. Und da sehen wir, das sind alles nur Juden zusammen. Ungefähr 1,5 Millionen Pilger.
Sie sind zusammen und plötzlich wird der Heilige Geist ausgegossen. Und dann lesen wir Apostelgeschichte 2 ab Vers 7. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, also die Juden untereinander. Siehe, die da reden, sind das nicht alle Galiläer, also das heißt ungebildete Leute? Wieso hören wir sie denn jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther, Meder, Elamiter, wir Bewohner von Mazedonien, also Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien und so weiter. Also das Pfingstwunder, das wir sehen am Pfingsten in Apostelgeschichte 2, ist ein ganz klares Reden in einer existierenden fremden Sprache, die man nicht selber gelernt hat. Und der Inhalt können Sie noch weiterlesen in Apostelgeschichte 2. Da sagen nämlich die Juden, und hören wir sie nicht die großen Taten Gottes rühmen? Das heißt, der Inhalt dieses Sprachwunders war immer Gottes Lob. Und Gottes Lob genährt aus dem Wort Gottes. Das heißt, sie haben das erzählt, was Gott getan hat, offenbart und niedergeschrieben in der Bibel. Das haben sie gesagt. Hören wir sie nicht die großen Taten Gottes rühmen, das, was die Deborah niedergeschrieben hat, das, was ein Psalmist sagt und so weiter, und zwar in unseren Sprachen. Und es kommt ganz klar zum Ausdruck, dass die Anwesenden diese Sprache verstanden und wussten, um was es geht. Diese Unterscheidung müssen wir berücksichtigen, wenn wir Kapitel 14 anschauen. Aber ich kann nicht zu fest reingehen, weil die Zeit läuft einfach sonst davon. Und jetzt kommen wir auf die Not der Korinther zu sprechen. Sie haben wild darauf losgeplappert in ihren Gottesdiensten. Ekstatisch, mystisch, so wie sie es gewohnt waren in ihren heidnischen Kulten. Und nun zieht Paulus einen Vergleich herbei und sagt, wenn ihr das tut, dann gleicht ihr den leblosen Instrumenten. So wie wenn einer ein Orchester hat, aber jeder spielt seine eigene Melodie, seine eigene Idee, seine eigenen Gedanken. Ich glaube, an Koffert und an Michael, die würden verzweifeln. Ein Dirigent vorne, aber es nützt nichts, sie tun und machen, was sie wollen. Und so war es in der Gemeinde von Korinth. Und Paulus sagt zudem, das, was ihr tut, ihr lieben Korinther, ist eine vergebliche Mühe. Ist in den Wind geredet, nützt niemandem was. Es entsteht keine bleibende Frucht. Wir haben, wie gesagt, die Korinther sollten Teamplayer sein. Im Orchester einer auf den anderen achten, das beachten, was die Noten sagen, übertragenen Sinn, das, was Gottes Wort sagt, auf das hören, was der Dirigent sagt, als Teamplayer spielen und zur Ehre eines, nämlich des lebendigen Gottes. Kein Musiker, der ein Egoist ist und der immer im Zentrum stehen will, kann sich eingliedern in ein Orchester und dort mitmachen. Es geht nicht. Oder geht das? Unmöglich. Und genauso ist es in der Gemeinde Jesus. Wir brauchen Teamplayer. Die Korinther hat jeder sein eigenes Stück gespielt auf seinem eigenen Instrument. Und sie waren nicht geleitet von dem, was Paulus sagt in Korinther 13, nämlich von der göttlichen Liebe. Vielmehr waren sie egoistisch, selbstverliebt. Und das war die große Not der Korinther. Und nun wollen wir miteinander ein wenig anschauen, was die Bibel sagt über das Zungenreden. Es gibt ungefähr 5 oder 6 Stellen in der Bibel, wo die Bibel das Zungenreden erwähnt. Im Alten Testament eine Stelle und dann im Markus-Evangelium, Kapitel 16, wo der Herr ganz klar sagt zu seinen Jüngern, zu den Aposteln, und die Zeichen, die euch folgen werden als Bestätigung für euren Dienst, ist unter anderem auch, in fremden Sprachen werdet ihr reden. Und dann sehen wir es noch 3 Mal in der Apostelgeschichte. Und in diesen 3 Malen, wo das vorkommt, am Pfingsten, dann wie das Evangelium auch zu den Heiden übergeht, sind immer auch Juden zugegen. Und es ist ein Zeichen für die Juden, halt etwas ganz Neues beginnt. Und dann sehen wir dann noch in 1. Korinther 14 in unserem Kapitel, wie dann das Zungenreden noch einmal vorkommt.
Und wir wollen miteinander ein wenig dort hineinschauen und schauen, was uns die Bibel sagt über das Zungenreden. Schlagen Sie mal auf als erstes Jesaja Kapitel 28. In Jesaja Kapitel 28, vielleicht haben Sie Zeit zu Hause, das nachzulesen. Sie können auch die Botschaft nochmal runterladen im Internet, runterschreiben, sich Gedanken machen, nachhören oder auch die CD kaufen. Aber einfach, um diese ganze Thematik besser zu verstehen und zu vertiefen. In Jesaja 28 kommt dieses Zungenreden vor. Aber Jesaja 28 ist ein Gerichtsreden Gottes zu seinem Volk Israel. Und da sagt der Herr, weil ihr mir nicht gehört habt, ich habe euch so viele Propheten geschickt, ich habe euch ermahnt, zurechtgewiesen, aber ihr wollt nicht hören. Ich habe zu euch gesprochen durch die Propheten und die haben alle Hebräisch gesprochen. Die haben alle die Bibel, die hebräische Bibel zitiert. Aber, sagt dann der Jesaja, aber ihr wollt nicht hören. Und weil ihr nicht hören wollt, weil ihr mein Reden abgelehnt habt, weil ihr auf meine Worte nicht eingegangen seid, sondern gerade das Gegenteil gemacht habt, ihr verstrickt euch immer mehr in Unmoral, in Sünde, ihr seid schlimmer als die Heiden. Deswegen würde Gottes Gericht kommen, und zwar Gottes Gericht durch Menschen, mit einer fremden Sprache, mit einer Sprache, die ihr nicht versteht. Und Jesaja sagt dann in Vers 2 bis 4 Folgendes: Schon hält der Herr einen starken und mächtigen bereit. Er kommt wie ein Hagelwetter, wie ein verheerender Sturm, wie ein Wolkenbruch mit mächtiger Wasserflut, der alles mit Wucht zu Boden reißt. Zertrampeln werde die stolze Krone der Betrunkenen von Ephraim, der welkenden Blüte seiner prächtigen Zier. Der Hauptstadt über dem fetten Tal wird es gehen wie der frühen Feige vor der Ernte. Der Erste, der sie erblickt, pflückt sie schnell ab und verschlingt sie fort. Und dann sagt er in Vers 10 und 11, das heißt, nachdem Israel das Gerichtsreden Gottes, das Mahnen Gottes abgelehnt hat, kommt schlussendlich ein Gericht durch ein fremdes Volk und die würden zu ihnen reden mit einer Sprache, die sie nicht verstehen. Jesaja Kapitel 28, Vers 10. Was soll denn das Zavlazaf, Zavlazaf und Kablakaf, Kablakaf, hier ein wenig, dort ein wenig? Sie verstehen es nicht. Und dann sagt er, ja, durch Menschen mit stammelnder Lippen und fremder Sprache sagt Gott sein Wort zu diesem Volk. Das heißt, sie haben abgelehnt und dann kommt das Gericht, und zwar durch Völker mit einer fremden Sprache. Und so kamen die Assyrer. Sie haben Assyrisch gesprochen. Und sie haben das Nordreich dem Erdboden gleichgemacht. Später kamen die Babylonier, die haben Jerusalem erobert. Mit einer Sprache, die sie nicht verstanden, Babylonisch. Sie deportierten das Nordreich, verschleppten das Südreich, zerstörten Jerusalem, wie auch den Tempel. Gottes Gerichtsreden durch Jesaja hat sich wortwörtlich erfüllt. Das könnt ihr auch nachlesen, zum Beispiel im Klagelied von Jeremia. Es ist so schlimm, dieses Gerichtsreden Gottes, und doch hat Israel es nicht verstanden. Und dann kommt und Jesaja macht dann einen Einschub. Er hat das Gericht angedroht und er sagt, ihr werdet zerstreut werden. Er sagt sogar, 70 Jahre werdet ihr zerstreut sein, ihr werdet zurückkehren. Durch Esra, Nehemia hat sich das erfüllt. Und dann macht der Jesaja einen Einschub, einen Gedankeneinschub. Und er sagt, Gott würde sich seinem Volk erneut zuwenden. Noch einmal ihm Gunst geben. Noch einmal Jerusalem das Heil anbieten. Können Sie nachlesen in Jesaja 28, Vers 5 und 7. Wir lesen das miteinander. Jesaja 28, 5 und 7. Es ist der Einschub, nachdem das Gericht kam durch die Babylonier, Assyrier. Dann macht Gott einen Gnadentag. Er bietet ihnen noch einmal das Heil an und er sagt dann in Jesaja 28, 5 und 7. An dem Tage wird Jahwe, der allmächtige Gott,
zu einer herrlichen Krone für den Rest seines Volkes. Nur eine kleine Anzahl sind zurückgekehrt. Für den Rest seines Volkes und zu einem prachtvollen Kranz. Er wird zum Geist des Rechts für den, der zu Gericht sitzen muss. Und zur Heldenkraft für den, der den Feind aus dem Stadt vertreibt. Und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, hat sich das nicht erfüllt in Jesus Christus? Sind Sie nicht als erstes dem Gericht verfallen, den Babylonien, Assyrern, dann nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft kehren Sie zurück? Und dann kommt plötzlich, wer? Jesus Christus, der Messias. Er, der ihnen das Friedensreich anbietet. Er geht durch Israel, Galiläa, Jerusalem und er predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aber was tun sie? Er, der Gottesheld, der wird beschrieben, Jesaja 28, 5-7. Der allmächtige Gott, die herrliche Krone, der Geist des Rechts, die Heldenkraft, ist das nicht selbst Jesus Christus? Auf ihm wird ruhen der Geist des Rechts. Er ist die Krone der Schöpfung Gottes. Er ist der Mann der Heldenkraft. Er hat dem Teufel die Macht genommen. Die Dämonen mussten weggehen. Und was passiert dann? Israel lehnt den Messias ab. Sie wollen ihn nicht haben. Und genau das hat auch der Prophet Jesaja vorausgesagt. Wir lesen weiter in Vers 8, 7 und 8 von Kapitel 28. Hier steht, doch auch diese hier schwanken. Ja, wer ist da gemeint? Es sind die Führer, die Pharisäer, Schriftgelehrte. Sie schwanken, berauscht vom Wein, Tauben, benebelt vom Bier. Priester und Propheten sind betrunken, schwanken vom Bier und sind benebelt vom Wein. Sie torkeln, wenn sie Weissagen und taumeln im Gericht. Ihre Tische sind von Erbrochenem voll, alles ist besudelt, kein Platz ist frei davon. Vielleicht denken Sie, ja, aber der übertreibt jetzt da vorne. Aber was sagt der Herr Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern? Er sagt zu ihnen, wehe euch Schriftgelehrten, ihr getünchten Gräber. Wehe euch Heuchler, ihr blinden Führer. Wehe ihr Menschen voller Heuchelei, Raub und Gesetzlosigkeit. Und eine andere Übersetzung sagt, wehe euch Menschen voller Unmoral. Das waren die Führer der damaligen Zeit. Gottes Held kommt, er wird angeboten, er sagt, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Und dann klagt der Herr Jesus und sagt in Matthäus 23, Vers 37, und er sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Man lehnt den Messias ab, der Herr Jesus sieht schon voraus, er wird ans Kreuz genagelt. Und interessanterweise sieht sich die Führungsschicht Israels immer noch im Recht. Und auch das hat der Jesaja vorausgesagt in Jesaja 28, Vers 9, der nächste Vers. Da sagt einfach der Jesaja voraus, und Jesaja hat geschrieben ungefähr 650 vor Christus. Er sagt, was die Menschen dann sagen werden zum Messias. Sie werden ihm Folgendes sagen. Jesaja 28, 9. Wem will der den Einblick geben? Wem will der erzählen, was Gott will? Sind wir denn kleine Kinder, eben von der Muttermilch entwöhnt und von den Brüsten abgesetzt? Sie lehnen Jesus ab. Sie wollen nicht, dass dieser über sie herrscht. Und als er am Kreuz hängt, da sagen sie unter dem Kreuz in Matthäus 27, Vers 42, sagen sie, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Ist er wirklich der König Israels? Dann steige er vom Kreuz herab und wir wollen dann glauben. Man verwirft ihn und jetzt kommt wieder das Gericht. Und das Gericht fängt wieder an mit fremden Worten. Jesaja 28, Vers 12b. Der Messias hatte ihnen noch einmal angeboten. Er hat ihnen gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesaja sagt, der Messias würde kommen und er würde ihnen Ruhe anbieten, den Müden Rast. Ich biete euch Sicherheit.
aber sie wollen nicht hören, sagt dann Jesaja 28, Vers 12. Aber sie wollten nicht hören. Und dann kommt das Gericht. Und wisst ihr, wann das anfängt? Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, der Samuel, der übertreibt. Das Gericht für Israel hat wann angefangen? Ich glaube an Pfingsten. Jesaja sagt Folgendes, Jesaja 28,10: Was soll denn das Zavlazaf, Kavlakaf, hier ein wenig, dort ein wenig? Und dann sagt er, ja, durch Menschen mit stammelnden Lippen und fremder Sprache sagt Gott sein Wort zu diesem Volk. Und wann war das geschehen? Nachdem der Messias abgelehnt wurde, ans Kreuz genagelt, dann nur einige Tage später, als der Jesus in den Himmel gefahren ist, beginnt plötzlich an Shavuot, am Pfingsten, beginnt etwas ganz Neues. Plötzlich sind da Juden zugegen, die empfangen den Heiligen Geist und sie fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Und sie reden zu wem? Zum Volk der Juden. Es ist für Israel ein Gerichtsreden. Für uns als Gemeinde Jesu, wir wissen, es ist der Anfang der Gemeinde Jesus. Es ist der Anfang etwas ganz Neues. Aber für Israel ist es ein Gerichtsreden Gottes. Es ist ein Zurückgestelltwerden in die zweite Reihe. Es ist die Decke Mose über ihnen, sie können ihn nicht erkennen. Über die Ereignisse am Pfingsten schlagen wir nochmal auf, Apostelgeschichte 2, 1-4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beieinander. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Interessante Reaktion der Zuhörer, der Juden. Die haben sich völlig entsetzt. Wir lesen nämlich weiter dann. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Sind diese nicht, die da reden, nicht alle Galiläer? Das heißt, und am Schluss heißt es dann, und wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Wir müssen im Gedächtnis halten, für die religiösen Juden bis heute spricht Gott nur Hebräisch. Es ist die Sprache der Torah, der Bibel. Es ist die Sprache des Tempels, der Synagoge. Es ist die heilige Sprache, es ist Hebräisch, es ist die Sprache Gottes. Er hat in Hebräisch die 10 Gebote gegeben. Und jetzt am Pfingsten passiert etwas ganz Unglaubliches. Gott spricht nicht nur mehr Hebräisch. Er redet auch anscheinend andere Sprachen. Und für die Juden muss das so erschreckend gewesen sein, dass sie plötzlich hören, die großen Taten Gottes rühmen in einer Sprache, die nicht Hebräisch ist. Die Sprache der Parther, der Meder, Ägyptisch, Libysch, Latein, Arabisch, Aramäisch. Und für die Juden war es ein Zeichen, hier passiert etwas noch nie Dagewesenes. Etwas, das sie nicht begreifen können, aber das der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ich werde zu euch, ihr Juden, weil ihr den Messias ablehnt, werde ich mit fremden Sprachen zu euch reden. Es ist ein Gerichtsreden Gottes an Israel, dass sich Gott von Israel abwendet und den Nationen zuwendet. Dass Gott einen anderen Plan hat. Israel wird weggestellt und die Nationen kommen herzu. Und genau das sagt auch der Apostel Paulus in Römer 9, Vers 25. Römer 9, Vers 25. Da sagt der Apostel Paulus Folgendes. Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war. Und die Geliebte, die nicht Geliebte waren. Und Römer Kapitel 9, 10 und 11 behandelt ja auch die ganze Tragik des Volkes Israel, dass sie zur Seite gestellt worden sind, obwohl sie das Evangelium haben. Und dass Gott sich zuwendet einem anderen Volk. Und Paulus sagt, und ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war. Und die Geliebte, die nicht Geliebte waren.
Und deswegen entsetzen sich die Juden in Israel und sie sagen, und sie entsetzen sich alle, Apostelgeschichte 2,12, und sie entsetzen sich alle und gerieten in Verlegenheit. Und sie sprachen zueinander, was soll denn das werden? Es ist ein letztes Mahnen Gottes, eine letzte Einladung zur Umkehr, ein letztes Androhen des Gerichtes Gottes. So wie es auch der Petrus sagt in seiner Rede damals, als die Juden fragen, was ist es? Und da fängt der Petrus an und er sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 12, da sagt der Petrus auf die Frage der Juden, und er sagt zu ihnen, so ändert nun eure Einstellung und kehrt zu ihm um, damit eure Schuld ausgelöscht wird und damit Gott der Herr die wunderbare Zeit anbrechen lässt und den euch vorausbestimmten Messias senden kann, nämlich Jesus. Ein letztes Reden in fremder Sprache. Petrus steht auf und erklärt ihnen, es ist ein Mahnen Gottes, kehrt um, damit die angenehme Zeit anbricht. Leider verhallt auch dieses Reden des Petrus. Und dann kommt das, was der Jesaja vorausgesagt hat, in Jesaja 28, Vers 13b. Jesaja 28, Vers 13b. Und dort steht, denn nach hinten stürzen sie und sie brechen sich das Genick. Ja, sie laufen den Feinden ins Netz und gefangen führt man sie fort. Und das hat sich erfüllt, 70 nach Christus. Da kam die römische Armee, eine Armee mit fremder Sprache. Sie belagerten Jerusalem, eroberten es, machten es dem Erdboden gleich. Und dann wurden sie gefangen weggeführt. Ja, wohin? In Länder mit fremder Sprache, die sie nicht verstanden. Das Sprachenreden hier beim Apostel Paulus, also hier auch im Jesaja 28, ist nichts anderes als ein Gerichtsreden Gottes an Israel, dass das Heil nicht nur auf Israel beschränkt ist, sondern für die ganze Welt bestimmt ist. Und selbst Petrus und selbst die Apostel damals hatten Mühe, das zu begreifen und zu erfassen. Und so geschehen dreimal in der Apostelgeschichte diese Wunder des Sprachenredens. Wie das Evangelium weitergeht, schlagen wir mal auf, Apostelgeschichte 10, 44. Da heißt es, während Petrus, das Evangelium geht von Jerusalem weg, wie hat der Herr Jesus gesagt, wir werden meine Zeugen sein, angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Und dann geht er und predigt das Evangelium und dann kommt das Zeichen der Zungenrede. In Apostelgeschichte 10, 44 und folgende, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, also Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Und dann kommen eben diese Zeichen als Bestätigung, auch die Heiden sind eingeladen, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Und die Juden verwundern sich, es ist wirklich so, wie der Jesaja gesagt hat. Und das andere Mal lesen wir in Apostelgeschichte 19. Es geschah aber, als während Paulus in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, das ist Apostelgeschichte 19 ab Vers 1. Es geschah aber, dass während Paulus in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, das waren Juden, sprach er zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen, ja, worauf seid ihr denn getauft worden? Und jetzt auf die Taufe des Johannes. Das heißt, das waren Juden, die haben Johannes predigen gehört, damals am Jordan. Und der Johannes hat eine Taufe der Buße, was man im Judentum kannte, Umkehr, Waschungen, Reinigungen, zurück wieder zu den Anfängen. Sie haben sich taufen lassen, aber sie haben noch nie was gehört vom Heiligen Geist. Und dann lassen sie sich taufen und als Resultat, was kommt? Und sie fangen an, in Sprachen zu reden. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer. Und auch hier wieder sind Juden zugegen. Es ist ein Zeichen an die Juden.
Schaut, Gottes Heil ist nicht auf die Heiden allein beschränkt, sondern für die ganze Welt. Und es ist ein erneutes Reden in einer fremden Sprache als Aufruf zur Buße, Umkehr und im Speziellen für Israel. Und genau das sagt nämlich auch Paulus in unserem Kapitel. Und jetzt kehren wir zu unserem Kapitel zurück. 1. Korinther 14, ab Vers 22. Da sagt nämlich Paulus, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar für wen? Für die Gläubigen, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Ja, welche sind die Ungläubigen? Das sind die Juden. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Also Paulus sagt ganz klar, das Zungenreden ist ein Reden Gottes zu Israel. Halten wir das fest. Und dann kommt Paulus und geht weiter und sagt, in bezüglich der Ordnungen des Zungenredens, wenn dieses Zungenreden vorkommt, das ist das Zungenreden in einer klar definierten Sprache, dass die Menschen verstanden, sagt Paulus Folgendes. Schlagen wir auf, 1. Korinther 12, ab Vers 7. Da sagt er, und er betont auch wieder diesen Teamgeist, wir sind Teamplayer. Er sagt, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Also nicht nur für mich selber. Wenn ich eine Gabe habe, nur für mich selber, kannst du diese Gabe gleich vergessen. Es wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geiste zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Es ist immer Gott, der die Gaben austeilt, und zwar zum Nutzen aller, zum Segen der Gemeinschaft und zur Verherrlichung Gottes. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter und sagt, dass er damit rechnet, dass gewisse Gaben aufhören. Dass gewisse Gaben eines Tages nicht mehr von Bedeutung sein würden, weil die Notwendigkeit gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, dass diese Gaben ihren Zweck erfüllt haben. Das sagt er in 1. Korinther 13, Vers 8b bis 10. Da sagt Paulus, es seien aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, die werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da sein wird, dann wird das Stückwerk weggetan. Also Paulus sagt hier zwei Sachen. Erstens, Weissagung und Erkenntnis würden weggetan. Sprachen hingegen würden aufhören. Nun, da fragen wir uns, was ist denn Weissagen und Erkenntnis? Was ist das? Wenn Paulus sagt, Weissagungen und Erkenntnis, die würden eines Tages weggetan. Was meint Paulus damit? Nun, Weissagen und Erkenntnis ist nichts anderes als Predigen. Lehren des Geschriebenen, das heißt des Gotteswortes, Verkündigen dessen, was da steht. Es ist das Auslegen der Bibel und das nur geschehen kann durch gründliches und anhaltendes Studium der ganzen Bibel. Es ist das, was jeden Sonntag hier in der Zionshalle geschieht, indem wir Gottes Wort auslegen, verkündigen und darlegen. Es ist das, was jeden Donnerstag geschieht, indem wir Vers für Vers durch ein Buch der Bibel hindurchgehen. Und es ist das, was seit über 2000 Jahren geschieht, an jedem Sonntag auf der ganzen Welt oder auch an anderen Tagen. Da stehen Prediger auf der Kanzel, da stehen Evangelisten, das sind Menschen, Männer und Frauen, die nur eines vorhaben, nämlich die Bibel zu verkündigen. Das ist Weissagen und Erkenntnis.
Und der Paulus sagt, das würde eines Tages weggetan werden. Und dieses weggetan werden ist dann, wenn die Ewigkeit beginnt. Erst dann. Weil wir brauchen Erkenntnis aufgrund des Wortes Gottes. Wir brauchen Belehrung aufgrund der Bibel. Wir brauchen Zurechtweisung aus dem Wort Gottes. Das brauchen wir jeden Tag. Das brauchen auch unsere Generationen, die nach uns kommen. Es braucht es im tausendjährigen Reich. Es braucht immer Menschen, die das Wort Gottes auslegen, erklären und verkündigen. Aber dann, wenn das Vollkommene kommt, der neue Himmel, die neue Erde, dann wird Weissagung und Erkenntnis weggenommen werden, weil das Vollkommene ist gekommen. Da brauchen wir keine Erkenntnis mehr. Wir sehen es von Angesicht zu Angesicht. Wir müssen nicht mehr predigen, dass Jesus kommt. Jesus ist gekommen. Dann hört aber auch was auf. Paulus sagt im Korintherbrief, Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist aber das Größte. Ja, wenn wir beim Herrn Jesus sind, wird dann der Glaube noch notwendig sein? Wird dann die Hoffnung noch da sein? Der Glaube hat sich erfüllt, die Hoffnung ist erfüllt worden. Aber was bleibt? Und deswegen sagt auch Paulus, die Liebe ist das Größte, die Liebe bleibt in alle Ewigkeit. Die Hoffnung ist ans Ziel gekommen. Und dann sagt Paulus, geht einen Schritt weiter und sagt, in 1. Korinther 13, Vers 9, da sagt er, aber die Sprachen, sie werden aufhören. Die Sprachengabe, für wen war das ein Zeichen? Für die ungläubigen Juden. Es war ein Gerichtszeichen zu Israel, dass nun das Evangelium weitergeht zu den Heiden. Und interessant ist, Paulus hat noch andere Gaben aufgeführt. Er hat aufgeführt Zeichen, Wunder, Kraftwirkungen, das sind zum Beispiel Krankenheilungen. Sind die noch vorhanden? Oder weswegen haben wir so viele Kranke unter uns? Weswegen können wir nicht einfach ein Taschentuch nehmen und auf die Kranken legen und die werden gesund? Was denkt ihr? Klar, es ist schmutzig, ich will es nicht nehmen. Aber habt ihr noch nie gelesen, dass das Taschentuch des Petrus genommen wurde und auf Kranke gelegt wurde, die wurden gesund? Warum haben wir das heute nicht mehr? So wenig Zeichen und Wunder. Paulus tut uns ganz klar sagen, weswegen wir das heute nicht mehr haben. Schlagt mal auf, 2. Korinther 12, Vers 12. 2. Korinther 12, Vers 12. Diese Gaben, diese Zeichen, diese Wunder, diese Kraftwirkungen, also zum Beispiel eben Krankenheilungen, waren explizite Gaben und Bestätigungen des Apostelamtes. Die Apostel wurden bestätigt und legitimiert durch das, was sie taten. Ihre Worte wurden bestätigt. Und das sagt auch der Apostel Paulus in 2. Korinther 12, Vers 12. Und er sagt, die Zeichen aber eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, nämlich in Zeichen, in Wundern und Kraftwirkungen. Und deswegen haben wir das heute nicht mehr. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch Wunder tut heute. Dass Gott nicht auch Krankenheilungen geschehen lassen kann. Aber wir haben nicht die Garantie. Wir haben nicht das Ticket gelöst, wie es ein Petrus hatte. Dass man sein Taschentuch nahm, auf Kranke legte, die wurden gesund. Allein schon, wo der Schatten drauf lag. Die wurden gesund. Paulus sagt ganz klar, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. Und diese Zeichen sind Wunder, Kraftwirkungen und Zeichen. Kommen wir nun und schauen uns an, wenn es noch diese Sprachenrede geben sollte. Also der Paulus tut nicht grundsätzlich einfach sagen, nee, ihr Korinther, ihr redet nicht mehr in Sprachen. Das heißt, in einer fremden Sprache von Gottes Geist eingegeben. Sagt er nicht grundsätzlich. Er sagt aber, wenn es wirklich bei euch noch vorkommen sollte, dann muss dieses Reden so geschehen in einer ganz klar gewissen Ordnung. Und wenn diese Ordnung nicht eingehalten wird, dann vergesst diese Sprachenrede. Er sagt in Vers 5 in unserem Kapitel, er sagt, ich wünschte,
dass ihr alle in Sprachen redet würdet. Doch aber noch viel mehr, dass ihr Weissagen würdet. Also hier tut er schon mal Gewicht und sagt, Sprachenrede okay, aber was viel wichtiger ist, das heißt, das Auslegen der Predigen des Wortes Gottes. Denn wer weissagt, also wer predigt, wer Gottes Wort auslegt, wer Lehre verbreitet, aufgrund des Wortes Gottes, der ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, sagt er, dass er die Sprache auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und er sagt, wir brauchen ganz klare Regeln. Für den Gebrauch der Sprache sagt er Folgendes. Erstens, schlagen Sie auf, Kapitel 14, Vers 28. 1. Korinther 14, 28. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es höchstens 2 oder 3 sein und der Reihe nach. Und einer soll auslegen. Das heißt, in einem Gottesdienst, wenn einer das wirklich tun will, diese Gabe wirklich noch vorhanden sein sollte, dann muss es ganz klar sein, einer nach dem anderen, man wartet, man respektiert, einer nach dem anderen und dann muss es ganz klar ausgelegt sein. Und es muss immer im Zusammenhang sein und in der Gesamtheit der Lehre des Wortes Gottes. Wenn das nicht der Fall ist, wenn alle wild durcheinander reden, so wie in Korinth, dann vergesst es. Zweitens sagt er, Vers B von Kapitel 14, 28, ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Und man soll dann auch das prüfen, was er gesagt hat, und immer aufgrund des Wortes Gottes. Die Bibel sagt an einer Stelle, die Gesamtheit deines Wortes ist Wahrheit. Also wenn einer kommt und einfach was sagt, aus dem Text zusammengerissen, was nicht vom Wort Gottes in seiner Gesamtheit bestätigt wird, dann vergesst es. Klare Auslegung, eine nach der anderen in der Reihenfolge. Und dann sagt Paulus etwas ganz Interessantes. Er sagt, das Zungenreden muss in einem ganz klaren Verhältnis sein. Und dazu schlagen wir auf Vers 19. 1. Korinther 14, Vers 19. Und er sagt Folgendes. In der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich andere unterweise. Das heißt ganz klar, logisch aufgrund des Wortes Gottes predigen und das Evangelium weitergeben. Das sagt er. Liebe 5 Worte mit meinem Verstand predigen, damit ich andere unterweise, damit wir als Team vorwärts kommen, damit wir verändert werden, umgestaltet werden, Jesu Bild. Als 10.000 Worte in einer Sprache. Das ist ein Verhältnis von was? Wer ist gut im Rechnen? 10.000 zu 5, oder nicht? Ein Verhältnis von 10.000 zu 5. Und nehmen wir mal an, wir haben im Jahr 50 Sonntagspredigten. Und die nehmen wir jetzt im Verhältnis von 10.000 zu 5. Was bedeutet denn das? Wie viel Mal wird dann hier in der Zionshalle, wenn es diese Sprachgabe noch geben sollte, wenn es schön in Ordnung geht, wenn es ausgelegt wird, wenn es im ganzen Textzusammenhang ist des Wortes Gottes, wie viel Mal würde dann innerhalb von ein paar Jahren einmal in Zungen gepredigt? Alle 40 Jahre einmal. So sagt es Paulus. Das zeigt uns, das Zungenrede ist für Paulus nicht mehr relevant, nicht mehr maßgeblich. Er sagt, ich wünschte aber noch viel mehr, dass ihr alle weissagen würdet. Das heißt, Zungenrede nicht mehr relevant, aber was wirklich relevant ist, ist die Verkündigung des ganzen Wortes Gottes, der Bibel. Das war die große Not der Korinther. Sie haben sich aufgehalten an Nebensächlichkeiten. Sie haben in Sünde gelebt, in Unmoral, haben gestritten untereinander. Sie haben Jesus aus den Augen verloren. Und sie haben das Wort Gottes unter den Scheffel gestellt und sie haben sich aufgehalten an Nebensächlichkeiten, was sie gelernt haben in den korinthischen mystischen Tempelgottesdiensten.
Und nun kommt Paulus und sagt, was ich aber wünschte, Vers 5, dass ihr alle weissagen würdet. Dass ihr wieder anfangt, Gottes Wort ins Zentrum zu stellen. Wie hatte Paulus angefangen, den Korinthern mit ihnen zu kommunizieren in 1. Korinther Kapitel 1? Wie hat er es verkündigt den Römern? Wie hat er es gesagt? Immer wieder sagt er, ich möchte unter euch nichts anderes wissen als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Dem Römern schreibt er, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für einen jeden, der da glaubt. Paulus sagt also den Korinthern, ihr lieben Korinther, kehrt wieder zurück zu dem einen, nämlich zum klaren, einfachen Evangelium. Das bietet den Menschen an, denn es schenkt den Menschen Vergebung. Es gibt Erlösung. Es bringt das Heil in Christus. Es schenkt euch Hoffnung für die Ewigkeit. Und deswegen sagt Paulus, ich wünschte noch viel mehr, dass ihr weissagen könnt, damit die Menschen das Evangelium wieder neu verstehen. Damit jeder es begreifen kann, dass sie den Weg zum ewigen Leben finden, für ewig gerettet werden. Möge uns der Herr Jesus dazu Gnade schenken, auch hier immer wieder neu. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, aus tiefstem Herzen wollen wir dir Danke sagen, dass wir dich haben. Dein Wort und dein Wort genügt. Und Herr Jesus, lass mir und uns immer wieder an diesem einen, an deinem Wort Genüge haben. Schenk, dass wir immer wieder neu staunen dürfen über dein Wort, das uns dich selber offenbart, das uns Hoffnung schenkt, Mut und Trost zuspricht, das uns begleitet durch tiefe Täler und uns führt auf die höchsten Höhen. Herr Jesus, schenk uns, dass wir dein Wort lieben, dass es ein Licht ist auf unserem Weg, dass es wirklich auch Bahn schenkt, Wegweisung ist. Schenkt, dass wir dieses Wort verkündigen, festhalten und predigen, solange wir leben und bis dass du kommst. Danke dafür. Amen.